wird Gottes Predigt kennen. Für einen Sonntag hat ein wunderschönes Thema. Und ja, wie wieder gehen. Die haben vielleicht nicht gewundert, für was die Piscine du erst, wenn die Wale, die können du nachher alle anhüpfen, das ist ab zu jünd. Und bei der ersten abgestellt ist ein Torfass nachher. Nun Gottesdienst wird ein Torfass noch sein von 2 Personen. Und wir freuen uns für das. So, nu freue ich mich für das Wort Gottes, was wir von dir kennen, zu uns nehmen, was wir Harche kennen. Und ja, dort wollen wir einmal beten. Dankeschön, Jesus, für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir kennen, in Gottesdienst feiern, dass wir anbeten können, dass wir singen können, dass wir uns einfach kennen, die verherrlichen, die ihre, dass die Namen hier verherrlichen wird. Ich danke dir, Jesus, dass du hier in der Mitte bist, dass du der Nummer 1 bist, dass du uns König bist, uns Herrscher bist. Und ich danke dir einfach für diese Versammlung, dass wir uns versammeln können, dass wir keine Gemeinschaft haben, und dass wir können den Heiligen Jesus einfach in unserer Mitte regieren lassen, und dass wir können deine Wunder erleben, wo du hier die verherrlicht ist. Dankeschön für diesen schönen Sonntagvormittag. In die Namen Jesus. Amen. So, von dir, weil wir über ein Denk reden, was ganz ein Ding, was alldaags ist, aber was ich mir nicht denken kann, dass ich jemals über so eine Predigt gebracht habe, einfach bloß von so was. Wir wollen von dir über Arbeiter reden. Ferien, Sonntag, dann reden wir über Familien, nicht so? Und du hast diesen Tag, was ich lese, wo die Eierlied sich behandeln sollen, wo Lied sollen, wo der Mann und der Mann soll die Früh behandeln, die Früh, wo die soll ihren Mann gehen sein. Und dann ist es so, wo die Kinder sollen zu den Eltern sein und die Eltern zu den Kindern. Es wird dort beschrieben. Und dann hängt dort, kommt in Epheser dann Schrift, wo der Arbeiter soll zu den Wirt sein und wo der Wirt soll zu den Arbeiter sein. Ist dort geschrieben. Und wir wollen aber im Großen und Ganzen das Thema Arbeit von überreden. Arbeit ist ein Ding, was wir immer tun, nicht so, oder mehr haben wir dort, was wir eigentlich jeder Tag tun und dort scheint, dort wir Arbeit kennen. Dort Arbeit ist in Wirklichkeit nach sogar, wenn wir in der Bibel checken, der Mann fängt all Eier an zu arbeiten, aber den wird Eier all Arbeit abgegeben, Eier eine früh hat. So, wie Männer, wie Gleiche zu arbeiten, dort ist schön, dort so ist. Und wenn es bei dir nicht so ist, dann fang an zu arbeiten. Wenn du was anfangen zu arbeiten, dann irgendwann er das scheint. 1. Mose 1, 26. Und dann sieht Gott, weil wir Menschen merken, die so aus wie sind, in uns liegen, lot an Macht haben über die Fisch, im Meer, über die Vögel, in der Luft, über das Vieh, in die wilden Tieren und über alles, was er kriegt. Und Gott mögt Menschen, die so werden, als er nur sein Plan. Und er mögt Mannsmensch auch Frühmensch. Und Gott sehen die und sieht, mag die Kinder haben und über die ganze Erde vermehren. Und über die Erde regieren. Die sollen Macht haben, über die Fischen, über die Vögel in der Luft, und über alles, was auf der Erde lebt. So, als Gott Adam und Eva merkt, ganz am Anfang, dann sagt er, ich will Menschen merken, die mir liegen. Gott merkt eine wunderschöne Schöpfung. Er merkt der schöne Baum, der Plante, er merkt das Wasser, alles, was wir sein auf dieser Welt, merkt er so wunderschön. Aber dann sieht er nicht, was ganz bittergewöhnlich verändert merken. Und dort sind Menschen, und die waren mir liegen. Und was ist ein von den Dingen, was bei den Menschen anders ist, bei den Eweien? Sie kriegen kurz eine Verantwortung. Und die Verantwortungen sind, dass sie alle Kinder haben. Da hat die Fähigkeit von geredet. So, du wollen wir diese Weg nicht so von reden. Aber dann sage ich dort so, muss ich Kinder haben und die vermehren, und über die ganze Erde vermehren. Und dann sagt er, und über die Erde regieren. Dann seht ihr, der Mensch einfach regiert über die Erde. Was bedeutet das? Der Mensch ist immer ein anderes Denken was als über die Tiere. Von der ersten Tag bekijken wir in der Welt.
Und viele Menschen, die versuchen uns Menschen Glück zu teilen mit den Tieren. So, erstens, wo würden wir als Menschen uns wollen, so wie aufteilen, dass eigentlich nur eine Schöpfung den Salzien wird haben, aus einer Ob oder aus einem Fehl. Gott sagt immer in der Bibel, er sagt zum Beispiel, nur ein Fehl passe ich ab, wo viel mehr würde ich nur jüngst abpassen. So, das kann wie immer den Unterschied sein, wenn der Fehl einen hohen Wert hat, wo viel höheren Wert haben wir als Menschen. Und wir als Menschen haben diesen besonderen Wert. Er hat uns ausgetekend, wir sind nicht die gewöhnliche Schöpfung. Dort wir es, wenn du eine Schöpfung wir und danach das Beste von der Schöpfung. Und dort wäre du und ich. Dort, so haben wir uns gemerkt. Er sagt dort sehr schön, wie wir uns gemerkt haben. Und Gott ist ein Gott, der regiert. Gott ist der Herrscher. Und was ist die erste Abgabe, was er uns gibt? Kinder zu haben und die Erde zu beherrschen. Dort wir sollen Herrscher sein in dieser Erde. Und wo können wir das tun? Indem dort wir schaffen. Indem dort wir planten und säen und ernten. Indem dort wir uns bemühen, dass du eine Ernte rückkommst. Und das vielleicht nicht bloß ein Planten und säen, das ja viel andere Arbeiten, aber wir herrschen über diese Erde. Wo ist das, wenn wir auch über die Tiere, das ist wie Hand, eine Kuh. Und die Kuh ist nicht, das in vielen Ländern, in Indien zum Beispiel, du jetzt die Kuh im Haus nennen, und die Kuh, die herrscht, wenn die Kuh kann du tun, was sie will. Wenn sie beten, die Kuh an, das wandert ein Gott wird sein. So du herrschst eine Kuh. Aber wie weit das ist nicht reich, wenn wir sind gemerkt zum Herrschen über die Kuh. Gott hat uns als Herrscher gemerkt. Und wenn Gott die und mich als ein Herrscher gemerkt hat, dann eint, was wir sein können, als den Wert, was Gott die in mir geben hat. Der besondere steht, was er mir geben hat. Aber zu derselben Zeit hast du eine Verantwortung. Wie soll er regieren? Wie soll er Macht haben über die Fisch im Meer, über die Vögel in der Luft und über alles, was auf der Erde lebt. So wie sind in der Luft, im Wasser und auf der Erde, soll wieder Macht haben. Und was bedeutet das? Wenn ich Gott sein Ehenbild sehe, wenn ich Gott angetragen habe, so ist das im Neuen Testament sagt, dass es nicht mehr mein oude Adam ist, nicht mehr mein oude Fleisch, sondern dass ich eine neue Person sehe. Dann aus dieser neuen Person fange ich so zu handeln, als Gott auf diese Erde handeln würde. Dann sehe ich nicht so als alle ewigen Menschen, sondern ich teke mich raus und ich handle anders als alle ewigen. Ich herrsche über diese Erde. Von der ersten Tag kommen da viele interessante Lehren an, die nicht göttliche Lehren sind. Ein von diesen Lehren sind, dass man soll von der Reichen das Geld wegnehmen, um den Armen das Tod zu teilen. Und das hört sich, wenn du denkst, das hört sich wahrscheinlich so, die werden viel haben, den das fortnehmen, die werden nicht haben, das soll haben. Hört sich doch rein, nicht so soll es sein. Aber wenn wir nur die Bibel checken, ist das nicht so. Die Bibel sagt, zu jeder einen, go, arbeit und verdiene die Brot, wann du eten wirst. Das ist einfach ein Gesetz, was er von Anfang an sagt, du bist verantwortlich. Du hast eine Arbeit, die dir gefällt, und das ist, was gut ist. So, diese neue Philosophie, oder diese neue Lehre, die du kommst, was die wollen tun, ist, die wollen den Reichen dort wegnehmen, dass der anmutig und auch arm wird, in den Armen dort taufliegen. Bloß was passiert? Jana wird arm, in dieser wird arm, als den wird nicht arbeitet, der verbraucht das bloß. Was passiert dann selber? Bald alle an ein Schab, was nicht sehr gut geht. So, was kann ich, was lehrt die Bibel? Wo ist die Bibel anders in der Lehre? Jo, wo wir teilen? Die Bibel lehrt nicht so, dass von einer Wort aufgenommen und den anderen gegeben, sondern die Bibel lehrt, dass wir alle Worte aufgeben, so als wir kennen. So ist das im Alten, auch im Neuen Testament redet. Wir haben hier gerot, dass Thema Geld kriegt durchgegangen, also wir wollen nun nicht wieder nennen. Aber die Welt sagt vielleicht, wir wollen einen dort fortnehmen, den anderen dort geben. Die Bibel sagt, dass wir alle geben wollen. Und wir wollen nicht nur den Menschen geben, sondern wir wollen an erster Stelle nur Gott geben. Und ja, Menschen wollen durch gesehen worden. Zum Beispiel, die Bibel lehrt, dass wir fähig sind, dass jeder wird frühes
zal wie nur oppassen, besonderwijs. Wie zullen nur wezen kinderen besonderwijs oppassen. Wie zullen nur de armen oppassen. Jo, wie zullen ook nur de armen te eten geven, dat is reich zo. Aber die Bibel hat ein Gesetz, oder eine Weg von Arbeit, und das ist, dass jeder einer arbeitet, sein Brot zu verdienen. Dann vor zum nächsten Kapitel, 1. Mose 2, Vers 8, sagt es das. Und Gott, der hat plant einen Garten im Osten an in Eden, und Gott sah den Mensch, den er gemerkt hat, in den Garten. So wie seine, dass Gott, er lebt uns das fair. Viele von den Sachen, das ist das Erste, was Gott merkt, dass wir bloß Gott sehen, das soll sein, und dann wird es. Aber du im Garten Eden, was interessant ist, dass du sagst, er selbst plant den Garten an, und dann sagt er den Menschen fair. Und dann sagt er den Menschen, und so als ich da, so kannst du wieder tun. Was bedeutet, wir checken von Gott auf, wo er ist, und wie tun das hier, aber ihr wieder. So er plant diesen Garten auf, und er sagt, den Menschen tun an. Und dann den 15. Vers sagt so, und Gott der Herr nahm den Mensch und sah den in den Garten Eden, so dass er den bearbeiten und besorgen würde. So, du wir kurz waren, dort es war eine Wiederholung von 4 Kapitel, du wir diese Verantwortung, dort das Mensch den Garten Eden besorgen können und dort er den bearbeiten würde und dort er würde dort eine Arbeit, eine Go holen. So wie seine dat wie haben diese Abgabe von Anfang an. Viele Mal wird du von geredet, dort die Arbeit, dort ist ein Fluch. Und viele Menschen sehen dort aus einem Fluch an, wenn sie arbeiten machen. Aber wenn aus Mathe, aus Südwest oder nicht, aber wenn du eten wirst, dann macht das Taubtisch auf, nicht so? Und sie sehen dort aus einem Fluch an. Und sie sagen mit der Bibel, dort ist ein Fluch, wenn es aus dem Sinn kommt, dann ändert alles. Und ist das so? Ja, das ist so. Aus dem Sinn kommt, aber einfach musste wird ein Rütje doen uit een Garten. Und dann sind mehrere Sachen, die nu vandaan worden anders zijn. De Erde wordt nicht so viel draußen, sagt das. Sie worden schon für Mathe zum Eten kennen. Du wird ankreuzt sein und sie worden viel schweiter. Diese Sachen sind du gesagt. Aber wird das einmal du gesagt, dass die Arbeit ein Fluch ist? Nee. Du wirst vielleicht schwanger sein? Ja. Aber du wirst keinmal gesagt, dass Arbeit ein Fluch ist. So wie brücken uns nicht, wir sagen, Arbeit ist ein Fluch, das wird schlechtet. Arbeit ist ein Sehen. Wenn du nicht Arbeit kennen, dann sind wir hier sehend. Dann können wir weiter uns hier das gut. Wenn wir kennen, eine Arbeit steht, haben dort es wird goudet. Ich weiß aus Deutsche, sei wie einmal so gesagt, dort, wir haben sehr das Blut in uns, dass wir selbst wird anfangen wollen und dass wir selbst arbeiten wollen und auf unsere eine Bein sein. Und das wird goudet. Aber nochmal kann gewisse Menschen dort zum Schlechten dienen. Wenn es dort schafft nicht, dass jeder einer auf der Welt sein eigenes Business hat. Das schafft einfach nicht. Das braucht immer, wie wir Lothar noch davon reden, das braucht Arbeiter und das braucht Wirt. Und einmal glaube ich, dass ich ein Wirt kriege, dann muss ich mein eigenes Business haben. Und die Bibel redet aber nicht von so. Die Bibel hilft den Wirt ab vom Arbeiter und die belehrt auch den Arbeitsgeber, wo der soll den Arbeiter behandeln. So die beiden haben einen wichtigen Wirt. So ich glaube, das ist wichtig, dass wir aus politischer Kultur uns das sagen, dass wenn ich auf eine Arbeit steht sie und dass ich noch nicht mein einer Wirt sie, dass ich mich noch nicht selbst fair sagen kann, dort nimmt überhaupt nicht ein kleines Tückerchen von meinem Wirt auf diese Welt weg. Sondern dort sage ich sehe gesehnt und ich kann meinen Wirt, wo ich verarbeitet habe, sehen. Arbeiten gehen, es wird wunderschön. Und wenn Wort sage ich das, hat 2 Jahre von meinem Leben, am besten über 2 Jahre von meinem Leben, in Kanada geschafft. Und ich schafft mit 2 Jungs, die nicht arbeiten können. Sie werden behindert. Sie können nicht selbst auf Arbeit gehen. Gott sei Dank, dass wir meine Onkel, seine Kinder, Gott sei Dank, wir der Onkel so wohlhabend genug, dass sie können
viele Taufliegen für das Junges, dort leben sehr schön wir. Interim nach der kanadischen Regierung, erst in dem sein anders ist, dort hier schafft die Regierung, haupte sehr mit, dort Sachen leichter schaffen, dort so ein Jung, oder so ein Junges, dort besser gehen kann. So, ich pause nur diese zwei behinderte Jungs ab. Ich habe für einen paar Monate abgepasst und den anderen habe ich über 2 Jahre abgepasst, also zu verschiedenen Zeiten. Und ich habe viel gute Erfahrungen gesammelt. So, meine Arbeit steht wie einfach nur eine Person abzupassen, die sich nicht selbst helfen kann, wo ich helfen muss, dass er gut leben kann. Und weißt du, was uns immer gelehrt wird, was uns jeder Tag gelehrt wird? Dass wir sollen diese Person, nur den, was ich abpasse, jeder beste Worte arbeiten können, das soll ich am Arbeiten lassen. Ich soll nicht für am tun. Ich werde betont, dass ich den Jungen, was ich nur abpasse, dass ich am Arbeit gehe. Versteht ihr, was ich meine? Mir wird wirklich betont, dass ich den ganzen Tag Sachen merken, dass ich arbeiten kann. Ich kann nicht sein T-Shirt oder sein Hemd, ich kann nicht selbst Taub leihen. Aber ich kann in eine Waschmaschine schmieden. Glaubt ihr jetzt mir, dass nicht viel böse, dass ich eine ganze Kosten Wasch in eine Waschmaschine schmiede, die Seiten abgeht und die Waschmaschine anmerkt? Das geht mir ein paar Sekunden. Nu verbruikt ich durch 5 oder 10 Minuten, dass wir jeder heimnehmen und Apport, dass er dort in der Waschmaschine stappen wird. Dann wird er die Seite aufmeten und das langsam nehmen. Ich würde die Waschmaschine drehen, aber wurde soll gedreht und er würde den Knopf drücken, dass er wird angehen. Wenn was? Nächstens, wenn der Wasch ist gedreht wird, in Kanada wird je nicht abgehangen, du wird bloß zurückgenommen und dann drehen eingedonnen. Wer nimmt die Rüt? Er nimmt die Rüt, der dem drehen an, ich drehe den Dreh, aber würde soll und er mir war an. Holt wir den an, der Wasch. Ich lege den Taub, er gab mir das Ham, ich lege den Taub. Und dann gingen wir nur seine Stufen an und er weiß jeder Ham und jeder Bags und wohnende Schüffler den angehört. Er mir für jeder Ding eine Porte Schüffler drauf, lede du Han, wo er soll. Ein Ding, was mir 5 Minuten diert han, diert nu eine halbe Stunde oder länger. Wenn was, sehe die Regierung mir, dass ich das tun soll. Wenn ich soll am den Wirt geben, was am gehört hat. Auch wenn ich nicht allein waschen kann, ich kann mit am Taub waschen. Krieg so beim Eten merken. Ich kann jeder denken, das Mittag merken, die 2-mal so lang oder 3-mal so lang. Aber ich kann vielleicht ein Teilöffel Salz in der Suppe nehmen, oder was immer. Ich verstehe, die Arbeit gibt mir wird. So ein Mensch, der sagt, er gleich nicht arbeiten, er will bloß zusetzen. Das viel sein, was die nicht merken, scheinen gehen. Die wird das viel sein, was die vielleicht nie kriegen, scheinen gehen. Aber du wirst die ganze Zeit ein Gefühl haben, dass du nicht Frieden hast. Und das wird schlechter gehen. Fangst du an zu arbeiten, dann hast du nicht Zeit, über diese schlechten Gedanken zu denken, wenn deine Gedanken sind beschäftigt, mit besseren Sachen zu tun. Die Welt schafft einfach bloß so. So ist unsere Mama das gesagt haben, Arbeit macht das Leben süß. So, die Arbeit macht das Leben einfach besser. Arbeit ist und sehen, dort geht schön. In Arbeit kann wie sein von einer anderen Seite. Und das ist, was wir von dir tun wollen. Zu der Arbeit gehört aber nicht bloß Arbeiten. Wann wir arbeiten, 1. Mose 2, Vers 1-3, du gehört auch Ruhe dazu. Und das ist sehr wichtig, dass wir, wann wir von Arbeiten reden, dass wir das nicht hängen lassen. Du sagst in 1. Mose 2, Vers 1-3, und nu werden der Himmel und die Erde und all dort leben, was im Himmel und auf der Erde ist gemerkt. Und am 7. Tag wird alles fertig, was Gott gemerkt hat. Und er arbeitet nicht wieder am 7. Tag und dort, was er getan hat. Und Gott sehen den 7. Tag und sah den Tag apart und sehe, dass er heilig wird, weil er den Tag abgeht mit seiner Arbeit und daher alles merkt. Aber eine andere Bibel sagt, dass hier nicht abgeht mit Arbeit, du sagst, dass wenn er den Tag rührt. So was tut Gott? Er rührt. Er arbeitet und er rührt. Das ist sehr wichtig, dass auch wir arbeiten und rühren. Dass wir beides in uns Leben haben.
Die sei dort hat Länder gegeben, der kann dort nicht so gut. Die hat gesagt, und es steht dort, sie wollen jeder 7. Tag in der Rühe da haben, wollen sie bloß jeder 10. Tag. Wenn sie sehen, der Monat, dort kommt viel besser aus, dann brauchen wir nicht feiern, aber 5 Rühedags im Monat haben, dann habe ich bloß 3. Wenn sie sind ungefähr 30 Tage in einem Monat, sondern steht feiern 5 Rühe. Sie würde da, wenn sie rühren, aber sie würde bloß jeder 10. Tag rühren. Glaubt ihr, das System schafft sehr Fan und das bleibt bestehen? Nee, das hat nicht bestehen geblieben, wenn es wir weiter nicht mehr viel von dort. Wenn es das schafft nicht. Gott hat einen Rhythmus näher gesagt. Das schafft Fan. Sagst du auch aber ein Tag rühren. Sagst du auch aber ein Tag rühren. Ich weiß, wo wir, als wir Jugendliche wären, den 7. Tag, einer hat so viel Feier und Sonntag und dann war es dann wie so Montag wie Meida als wie die ewige der gewesen wäre. Aber weißt du was, auch wenn du Montag Meida wirst, dass wir wichtig und gut, dass der Zyklus einmal gebrochen wird. Dass das einmal eine Änderung kommt. Wenn wir Menschen brücken, dass das nicht immer dasselbe ist. Ich weiß, wo von der ersten Tag, wenn du im Internet ein bisschen checkst, dass ja viele Menschen, was sie tun, als sie arbeiten von Montag bis Sonntag, sind vielleicht nicht Christen, ich will ihnen auch Rechte. Aber am Sonntag, und es steht dort, sie dann rühren, was sie dann tun, dann merken sie eten für den ganzen Weg. Dann, dat is nu sehr mooi. Sie merken dann kleine dingetjes met eten, dat ze voor maandag rijden gaan, voor dinsdag rijden gaan, Betzen und rijden gaan. Zie ik toch froh dat ik een früh heb wat jeder dag middag merkt. Wer wil bloß jeder dag een micro-ondas nemen en dort nog nemen van dat wat al zondag gemerkt wordt. En zo'n mensen die vangen ons zo een Buchnovel te draaien. En het ganze dreht bloß om zichzelf. Ik schaf kreuz taub von maandag bis Sonntag. Sonntag merke ich nach Eten und alles, mein Leben geht bloß nach mir und mir selbst. Das geht nicht mehr erscheinen. Wenn wir Sonntag haben und dass wir spazieren fahren oder dass wir zur Kirche fahren, einzige von den Sachen sind vielleicht religiöse Sachen, wie sagen, ich mag das nicht tun oder ich brauche das nicht tun. Aber weißt du was, hast du eine bessere Idee? Wahrscheinlich nicht. Wenn es das hat sich all so viele Jahre ausgefangen hat, das so gut schafft, wenn wir das Rad noch einmal ausfangen, wenn das all duizenden jaren fijn geschafft habe, op deze weg, dat we zondag einfach andere Sachen doen. Ik lees dat zo dat we Länder sind, zum Beispiel ein von den Ländern ist Deutschland. Viele Sachen wurden mir schwerfallen, in Deutschland zu wohnen, aber eine Sache, was ich sehr gleich ist, die haben gesagt, dass wir viele Geschäfte am Sonntag können aufsehen. Zum Beispiel, ich mache vielleicht ein bisschen Arbeit, wir haben hier ein paar Personen von Deutschland, aber so wie ich weiß, in einer kleinen Stadt, wenn die 5 Pharmazias haben, und Sonntag kann bloß eine aufsenden. Und wo tun sie dort? Ein Sonntag hat eine auf, nächsten Sonntag der andere, nächsten Sonntag der andere, und so drehen sie immer rein. Wenn es dort erst nicht neidig, dort an Sonntag jeder einer nach Physik zu arbeiten, Geld zu machen mit Pharmazias. Das ist einfach nicht neidig. Lot doch bloß einen arbeiten den Sonntag, nicht so? Wenn es vielleicht wird irgendwem dort fehlen, dann gehen die sich klein ab und die weite wohnen Pharmazie den Sonntag aufpassen. Wenn du dann einfach Arbeitsgebote, dort zum Beispiel am Sonntag muss auch Sachen stärker sein, aber die können nicht so sein als eine ewige. Wenn es die ganze Kultur erst tun haben ausgebaut, dort wir haben ein Rührdach. Ich weiß, wo meine Schwiegereltern aus dem Restaurant hören, Sonntag wird der Tag, wo sie das meiste verdienen dürfen. So, sie können nicht taumeln, wenn sie überleben wollen. Aber was dürfen sie? Ihr Restaurant wird von Montag bis Freitag für einen Tag. Und dann haben sie bloß Sinn und Sonntag, haben einmal Freitag Sinn und Sonntag auf. Das bedeutet nicht, dass du bloß Freitag Sinn und Sonntag schaffen darfst, wenn du mal viel Rennen merken, eten, scheipen und so weiter und so weiter. Aber am Montag, dann versuchten sie, was andere zu tun, ruhig zu sein. Wenn du brauchst, einmal, dass du einen Unterschied gemerkt. Viele Pastoren, auch ich selbst, versucht, dass ich am Montag Ruhe habe, dass ich tranquilo bin. Wir fahren einmal nach der Stadt, nachmal fahren wir an unser Dach da dann, aber viele Mal, wo wir dann am Montag ausnutzen, dass wir vielleicht nur ein bisschen schmackere Restaurant fahren, nur so als du, wo ich am Sonntag fahren, nur dort, wo ich dann am Montag fahre. Wenn ich will, dann einfach eine ruhigeren Tag haben. Dann gerne ich mit der Ruhe. Und ich weiß, wo wir als deutsche Menschen dann einmal sind, besonders wenn das an einem Montag ist,
Aber hey, du kannst doch nicht ohne Montag Arbeit auf sein. Und ich glaube, wenn ich die Bibel nehme, dann kann ich sagen, ja, ich kann ohne Montag Arbeit auf sein. Wenn jeder einer braucht eine Ruhe. Arbeiten. Arbeiten ist was Schönes. Wir haben in der Sprecher, das erste Kapitel, der Einzige aus uns Vorbild. Der Einzige, der Arbeit sei. Und der sagt, wir sollen nur der Einzige kicken, was er arbeitet. Sprecher, saß und wieder. Sprecher saß, sagt es das. Go du. Man sagt das in der Kirche sagen, aber ich das probiert auszulassen. Das hat auch wenn ich das sage in der Kirche. Go du, Philippels. Nur der Einzige. Und check einmal, wie die leben. Und nimm Liebe von dir. Und die haben keinen Leder, keinen Förster, und keiner dem Eva anregiert. Und doch bringen sie ihren Pferd zum Winter oder im Sommer an. Wo lang wirst du Freelancer die rumlegen? Wanneer wirst du endlich abschonen? Du sagst, ich will bloß noch in Bett schlupen, ich will mir die Hängtopfwoten und uitreiben. Und noch wenn du schlafst, wird der Armut über die kommen, so als ein Soldat, der Reit zum Krieg ist. So, das ist ein bisschen sehr hart wird, was hier so gesagt wurde. Nicht so gut, wie viele Pelz. Mein Dad sagt immer so, solange es dort Krüt was, ist die Arbeit. Wenn er sagt, wer immer nicht Arbeit hat, die können sich gerne den Weidehag nehmen, die können anfangen, besieden war ich gerne anfangen zu weiden. Wenn die Menschen würden sein, dass ein Mann jeder Tag weide besieden war ich, in sonst, der würde irgendwann angenommen werden von Arbeiter. Wenn es würde sein, der ist treu in seiner Arbeit. Der kriegt nicht mal betont, der jetzt in sonst jeder Tag weide. Der würde angenommen werden. Wenn es immer auf dieser Welt wird nur so ein Mensch gesagt, der treu deine das, der treu arbeitet das. So Arbeit ist du. So wir können einfach an sie hängen, in die Schuld nehmen und sagen, ich will arbeiten gehen. Ich will schaffen gehen. Das ja verschiedenste Arbeitsstätten. Für mich trifft das von der schon Tag nur andere Arbeitsstätten, sondern wo vielleicht alle mit dem Kopf ist, alle mit dem Hort arbeiten ist, mit Menschen vertalen. Pastor sein ist einfach eine ganz andere Arbeitsstätte, als mit dort, wo ich abwassen deed. Als wir abwassen deed, wir das klack 4:30 morgens abstunden und manche gehen. Bei gestern hatte ich einen Tag, dort wir für die meisten Deutschen vielleicht alle einen gewöhnlichen Tag. Ich denke mal so, was ich nicht fertig deed, thuis im Haus alle Hunde Sachen für die Frühdaune, was die all Monate neue Frau hat. Was mal das tun, was mal Jan tun, was mal das tun. Diese Schrift anholen, Jana loslassen, Jan tun. Das liegt mir nicht so sehr an meine Hand, aber das ist gut für unsere Seil, wenn wir die Weidhalt nehmen, wenn wir den Schriftendreher nehmen, wenn wir den Gruppe nehmen, wenn wir den Sponge nehmen, das Abwaschen, was immer wir tun. Das ist uns gut, wenn wir arbeiten. Das bringt ein gutes Gefühl und das bringt uns ein Wert und das ist ein Segen. Spreche auf. Spreche auf, verstehen auf, sagst du das. Wenn die Gerechte Glück in Sehen haben, freut der Staat sich. Und wenn die Ungerechte ankommen, sind die Menschen froh. Durch die Abbreche ersehen, kriegt eine Stadt ihr. Aber durch Ungerechte Müll kommt eine Stadt verdorben. So du und ich haben in unser Hängen, in unser Welt, in wo wir leben, das Uitkommen von unserer Jen, von unserer Stadt. Und du will ich sagen, unsere Kolonie, unser Dorf, aber wo immer wir wohnen. Wenn du ein gerechter, ein abbrecher Arbeiter bist, dann ehrst du deine Stadt. Dann bringst du ihr für deine Stadt. Und die Sprüche, die betekent dort als was Schönes. Denn wir als Mennoniten haben über die ganze Welt ein golden Raub, dort wir arbeitsamen Volk sind. Dort wir sehr arbeiten.
En dat is wat fijn. Ik kom van Paraguay. En du wordt dat gekend, want van de Mennoniten geredet wordt, dan denk je, die voedt aan een paar zaken, aan Milchprodukten, zoals yoghurt, cheese en zo verder. En die denken aan wet. En die jij, wie we de laatste nog mal doen, kan u een beetje vergeten, maar du wo ik abgewassen zie, er zijn 3 kolonien dicht op. Zwischen die 3 kolonien hebben de Duitse mensen door 15 wette melen. Dus molinos harineros. Die maken wet. So wat bedoelt dat? Dat im ganzen Land, ik weet niet, als 99 oder 90% van al het meel wat in Paraguay gegeten wordt, van wem wordt dat gegeten? Van Mennonieten. En dat is wat Gott, dat is een eer wat ze zich abgebuut heeft. Ik würde mir wünschen, dat dat niet de einzige eer wird en dat dat niet de einzige stad wird, wat we kunnen aus dem Fall haben. Dat we kunnen gaan arbeiten in andere steden ook. In Paraguay heeft men angefangen dat veel van deze Duitse mensen, die helpen zeer veel arme mensen. Er wordt veel evangeliseerd. En weet je wat ik zei, wat deze 2 zaken gebracht heeft? Dat land is in grote ganzen rijker geworden. En de evangelische kerk, dat Christentum, is in de laatste 20 jaar zeer gewassen. En ik wil niet hier de eer nemen bloos als plotische fout, maar een grote procent van dit wat er passiert is, zijn plotische Mennonieten wat dit gedaan hebben in Paraguay. Werkelijk, we hebben presidents gehad wat meer van de plotische mensen als ministers neernemen deden. Wenn sie sagen, dat zijn plotische gouden arbeiter. Die verstaan niet veel van politiek, maar ze wisten, wanneer ik deze hier wonen zat, de een die wordt true zijn, en die wordt niet voor zich geld te maken, du wordt niet zich gezien deed, oder aanrecht het geld, sondern die wordt zijn arbeid goed maken. En die wordt niet mal een minister zijn voor zijn ene geld, sondern die wordt het voor het land doen. En dus lang niet alles goed in Paraguay, maar ik kan zeggen, wanneer we Paraguay ons bekijken, de laatste 20 jaar, dat wastum wat het gehad heeft, is een grote deel van de Mennonieten afhängig. Oder van de plotische mensen. We worden nu kennen een lange striep negatieve zaken zeggen wat het brengen deed. Maar ik wil van jou niet op de naam gaan. Maar ik weet, waar we in een land zijn, wo wanneer du in een stal zit, du hast gasolina bij Caribe. Dat deed me gisteren niet 3 minuten, dan had ik mijn middag gemerkt, en ik had het woord gemerkt, en ik kook al hem fertig, en ik juich al op 100 kilometer de stunde in, grond te zijn, maar ik juich ruit uit Villanueva, wens ik wil bij het Caribe aankomen en gasoline hebben. Dat is zo dat we zo'n zeggen moeten in ons land. Waar we jou, ik voer op 140 op gas, wens ik wil niet op eenmaal de laatste zijn, wo ver de gasoline alle geworden wie. En ik krijg gasoline ohne lang te wachten. Maar wat wil ik zeggen? Zoals we hier beden, zoals we hier aanstaan, willen we weer beden voor het land. Maar ik geloof ganz genau, dat de arbeid wat u en ik toestaan, die aldaagse arbeid, dat gewöhnliche arbeid, dat wordt God zien op een buitengewöhnliche weg en hij wordt dat opgeven. En dat we als Mennonieten kunnen het land veranderen. En ik wil het wel wieder gleich niet beschränken op ons plus op eine Kultur, sondern ich würde sagen, wie als Christen. Wenn was in Paraguay passiert ist, das Beispiel, was ich Jüngst gab, was passiert hat, dass die evangelischen Menschen haben sich alle irgendwann näher tot geschlossen. Walter Niefeld fängt vor 25 Jahren an, einmal das Jahr für 24 Stunden für das ganze Land zu beten. Von der ersten Tag sind von allen Sorten Kirchen, von der ganz traditionellsten, was bloß Stall, Säte und bloß Stall beten, Personen, wat Leute schreien en ranen hupsen. Al die Kirchen kommen jeder Tag taub en die beten für wenigstens 24 Stunden oder länger für das ganze Land. Wenn wir anfangen, so eine Einigkeit anzuschaffen, erstens vielleicht wir aus nie leben und dann wieder mit unseren Brüdern und Schwestern von anderen Kirchen, auch wenn die anders denken, wenn wir anfangen zu schaffen, treu und aufrichtig. Gott kann das Land durch deine und meine Arbeit verändern, von Grund ab. Aber ich will eins sagen, wir wollen anfangen, aufrichtig zu schaffen. Und das ist so schwer, in dit Land aufrichtig zu schaffen. Wie weit wie schwer das ist.
Viele Sachen sind so abgesetzt, dass die Mathe arg gehandelt worden. Aber wir können anfangen, Sachen einfach anders zu tun. Und das Land kann anders gehandelt werden durch deine und meine Arbeit. Einmal glaube ich, dass solange ich nicht volltätig in der Mission sehe, zum Beispiel, dass du, wo so eine Arbeit steht, Hannes ich, kannst du den Herrn nicht deinen. Wenn es meine Arbeit ist von der ersten Tag volltätig, dass ich als Pastor arbeite. Und du glaubst vielleicht, solange ich nicht den Edward Jesus seine Art von Arbeit habe, dann kann ich nicht viel in ein Land tun. Aber weißt du was, ich habe gute Nachrichten für dich. Ich kann vielleicht einzelne Sachen tun, was du nicht tun kannst. Aber du kannst ein Teil Sachen tun, was ich nicht kann und wo ich nicht Zugang zu habe. Du hast mit Arbeiter jeder Tag Umgang, mit denen ich vielleicht niemals vor in mein Leben verteilen kann. Wir haben hier Wirt in unserer Versammlung, die behandeln ihre Arbeiter auf so eine Weise, dass wir haben hier all mehrere Tofas, die hat, wenn es der Arbeiter wird in ihr Haus oder in ihrer Impresse bei einer Schafe tun. Was bedeutet, du sind dann ein oder zwei oder drei Menschen, die diesen bekehrt und die haben nur nicht leben. Aber was passiert durch diese drei Arbeiter? Das vermehrt sich wieder und wieder. Ich habe nicht so einen Arbeiter aus dort, was du vielleicht hast. Aber ich habe nicht so eine Arbeit steht. Ich kann vielleicht nicht mit den Truckfahrer reden. Aber ich kann nicht mit gewissen Sorten Menschen reden, wo du einen perfekten Zugang zu hast, wo dein Leben, deine Arbeit, deine abbreche Arbeit, deine, so ist der auf der Vers gesagt, spreche auf, Vers, auf, onze, der letzte Vers, was wir hören. Naja, da war der Fuß abgekommen. Ah, da. Durch die Abbrechen ersehen, krieg eine Stadt ihr. So, wenn du abrechtig arbeitest, oder wenn wir abrechtig arbeiten, wenn wir einen Unterschied merken, dann können wir das Land Bolivien ein Sehen sein. Wir können das Land verändern von Grund ab. Für ein paar Wochen dachte ich noch, und ich denke wirklich noch, ich dachte, wo in der Welt sehe ich ihr Land? Von der ersten Tag, ich rede hier von Paraguay, und ich will dass wir nicht alle nach Paraguay tragen. Viel lieber, ich will, dass wir alle hier bleiben. Aber ich dachte irgendwann, naja, wo in der Welt hat Gott mich näher geschickt? Paraguay ist, so wie das ich weiß, ein von den Ländern, wo das beste auf ist von der ersten Tag von Südamerika, von der Regierung her und von der Arbeit her, wo dort fair war, ich komme dort. Die hat nicht eine längere Regierung. In der Arbeit, du hast jedes Mal, dass ich nur das Land vor, ich sehe, wo du bessere Wege kriegst und wo Sachen sich verbessern. Ich sehe sogar, wo du jedes Mal weniger Basura ist abgegossen. Weißt du, wo das angefangen hat? Für 10, 15 Jahre, als ich ein Kind wäre, 20 Jahre 3, dann weiß ich, wo in alle Schulen gelehrt wird, nicht mehr Basura wegzuschmieden. So wird einfacher als dort. Wo wird dein Kind gelehrt? Schmittert der Kinderschall bloß auf die Erde, wenn das fertig ist. Du fängt ein Land an zu verändern. Wirklich, du fängt dort an zu verändern. Und ich dachte für ein paar Wochen, wo in der Welt hat Gott mich hingeschickt? Nur ein Land, das von einer Regierung wirklich kaputt gemacht wird. Ein rickes Land habe ich. Und ich dachte, was kann ich bloß tun? Kann ich bloß Pastor sein über eine kleine Versammlung im Vergleich mit dem ganzen Land? Und ich fange an, Gott fängt mir an, Gedanken zu geben, nee, wie als kleine Versammlung kann ein Impact machen, das Land anfangen zu verändern mit dem Weg, wo du und ich leben. Dort wir schaffen und aufrichtig sind. Dort wir einfach fair Weg gehen in das Land ehren. Dort wir eine Ehe für das Land bringen. Wird das alles perfekt sein, Maria oder Eva Maria? Nee. Aber wenn so viel Eier wie anfangen, so viel Eier, wo wir Resultate sein. Viele von den Resultaten werden Sachen sein, wo Jahre lang Tiere bitte zu sein sind. Aber wir wollen Arbeit sein. Dann sage ich, spreche auf Vers 24 und wieder sagt, dann ist das. Einer ja wirklich und kriegt immer mehr. Ein anderer Jitz, wo er geben soll und wird doch immer armer. So jitzig sein, wird die nicht merken. Sondern wenn wir viel geben,
dann kann dort beter schelen in ons leven. Haan ook drie. Een milje bij je zuil wordt rijk worden en weer andere te drinken, ja, voor zelfs te drinken krijgen. So, dat is een principe van leven. Wanneer we vrijgeverig zijn, wanneer we geven, dan worden we krijgen. Dat heb ik op een paar weken 3 jaar gestudeerd. Maar ik wil de nächsten vers, den we ons van daar bekijken willen. Wer je terughält, wanneer de Lied dort fehlt, dem pflegen die Menschen. Aber sehen kämpft über dem, der verkauft. So, ich will zu den Handelsmannen reden hier. Weil wir handeln. Weil wir Getreide verkaufen. Und ich weiß hier, dass wie war je, wenn wir Säuer geahnt haben, wie war je den nicht trägt, wie wollen die verkaufen? Wir warten vielleicht irgendwann bei dem besten Preis. Aber wie wollen Handelsmänner sein? Und ich will uns einfach Mut machen, wieder in das zu gehen. Wenn du ein Handelsmann bist, aber wat immer so Getreide, als wat anders, wat immer du handelst, merk wieder gutes Business. Denk, reken. Milgeverig zijn is nicht bloß den Armen uitdelen gaan, aber aan het kerk een masse geld geven gaan. Milgeverig zijn, vrijgeverig zijn, is ook te schaffen en dat loont wat Goude te doen. Dat is poort van onze milgeverigheid. Klar, du hast ein poort van afgeven, dat heb je alles al voor een paar weken van geredet. Aber schaffen und handeln. Und weißt du was, ich will nicht bloß zu den Männern reden, sondern auch zu den Frühes. Wenn Sprüche 31, dort weißt du Frühes alle, nicht so, dort ist ein Kapitel. Sprüche 31, Vers 18, dort sagt es dort ist auch ans Männer. Hier redet von der Früh, sie sieht, dass Handel Geld anbringt. So Frühes, die können auch handeln. Die können auch handeln, die können einfach auch Business tun. Das ist nicht bloß für Männer auf dieser Welt. Ich sehe, wo viele Frühes treuhärtig, wo sie viele Frühes treuhärtig arbeiten und wo sie schaffen und wo sie einfach ein Handel treiben. Ich sehe, wo Frühes Brot backen, Kuchen backen, wo sie Geld anbringen. Und viele Mal werden sie vielleicht denken, wo kann das bloß genug anbringen? Einmal eine Mann, die vielleicht allein ist. Aber weißt du was? Vielleicht was du regnen, das wird so schienen, das wird alles nicht uitkommen. Aber vertraue auf Gott. Tu deine Arbeit gut. Handel gut, reken gut. Reken uit, wo die Matze die Kirche verkaufen, dass du für deine Kost. Oder dass du genug für deine Kost für deine Kinder. Red vielleicht mit anderen Menschen, wo du dein Business kannst besser merken, wo du kannst bessere Propaganda treiben über WhatsApp, oder wo immer du das tun. Aber du bist von der Bibel aus befähigt, dass du kannst einen Handel haben. Und dann sagt er, er licht jedoch nicht aus, auch nicht danach. Sagt das letzte Eng von den Vers. So seine Arbeit so sehr, dass nicht mal er Licht ausgeht. Ich hoffe, dein Licht geht irgendwann aus, du kannst schlafen. Ich wünsche dir nicht so viel Arbeit, dass du mal Tage nach schaffen. Das ist vielleicht auch eine Sprüche von einem Gedicht. Ich glaube nicht, dass die Sprüche an zwei haben, dass früh ist, wir sollen einfach Tage nach zu schaffen. Das wünsche ich keinem. Aber das bedeutet eine Früh, die du pinnig ist, die du arbeitet. Und ich sehe, wo wir so eine Früh ist hier haben. Und ich will von dir sagen, dass all das Schaffen, was wir tun, das ist Gott deinen. Caroline hat für ein Jahr, oder vielleicht eben ein Jahr trägt, ein halb Jahr trägt, wird immer eine Botschaft, die du nennst, Avoda. Dort mit an Schaffen dein Eck dem Herrn. Schaffen, no, das Wort für dich, was das nicht weiter, nicht damals hier war, Avoda, ist ein Wort im Hebräisch, in das alttestamentliche Sprach, was Schaffen meint. Aber das Wort bedeutet nicht bloß Schaffen. In Hebräisch, wenn die Schafe sei, dann bedeutet das auch Anbeten und dort bedeutet auch deine. So, wenn du Schafe das, dann betest du Gott an in andere Welt. Aber du kannst mit den Schafen Gott anbeten. Und du kannst auch deine. Du kannst andere Menschen bedienen. Die Bibel sagt im Neuen Testament, alles, was wir tun, soll wir so tun, als wenn wir das für den Herrn tun. So, wenn du nächstens in einer Stall uitmester das und das erst trinken das, dann denkt an den Vers und sagt, dass ich mest das in einer Stall uit, wenn ich dort für den Herrn. Ich dort nicht für meine Früh, nicht für die Heiner, nicht für die Kickel, nicht für Jan, nicht für dort. Ich dort für den Herrn. Dann wird uns denken anders sein. Zuletzt, Epheser 6.
als laatste. Epheser 6. Hier wordt nog veel gaan te zeggen. Bij Epheser 6 zegt es dit. Pido que se calmen, ¿sí? Por favor. Ok. Epheser 6 zegt es dit. Vers 5 wieder. Je knechts, aber je Orbiter. Hier soll ich vielleicht gut sagen, dat zijn Sklaven in het Oude Testament gemeint, Nieuwe Testament gemeint. En die tijd werden dat niet zo Orbiter als wie van de dag hand. In die tijd werden een Sklav, die wir 100% einer zijn wird, die wir gekauft von denen und die wird können auch so behandeln, als er will. Er könnte nicht wegkommen. Zodat wir anders ist an der Welt von der Tag. Aber ein Sklav, der wir einer den wird, und der muss einfach alles tun. Der muss so schaffen, wenn er nicht kriegt, als der wird sieht, dann kriegt er nicht eten und so wieder und so weiter. So, Gott sei Dank leben wir hier nicht in so einer Welt, wo wir Sklaven haben. Als je dat glaubt oder nicht, aber das gibt noch viele Sklaven von der Tag auf der Welt. Die leben in einer Wirt, wo die Mathe dort tun, was die Wirt sagt. En, aber wie worden dit nu betrachten niet ons geloven jedoch, wie worden dat hier jedoch als Orbiter denken. Zoals Orbiter in Wiert, niet zo? Zoals we dat hier kennen. Je Orbiter, je horcht jullie Wiertslied en denkt aan met furcht inzetten op eerns van horten. Zoals wanneer je Christus zelfs deinen. Aber denkt nicht bloß dan goed, wanneer de Wiert zijn uwen eeuwig heeft. Denkt so, als wanneer Christus in deiner wären. Dort je wissen hoeft dort, wat je geloven, dat God je vallen wordt. Dit zal je weten, dat Gode wat je doen, wordt de Heer je belonen en doen of je skloven oder vrije mensen zijn. Zodat God ook in die tijd zijn skloven oder arbeiter wordt niet gekauft werden, aber wordt vrije werden. So, wat wil ons het zeggen? Kan je zijn arbeidsgever, die bloß dann schaffen, wanneer die, nicht arbeidsgever, zijn arbeiter, die kunnen sehr weiden, wanneer die wird krijgt einmal voorbij geht. Aber wenn der einmal nicht checkt, dann hat er bloß Terror die ganze Zeit und dann kommt das nicht zum Arbeiten. Hier sagt die Bibel ganz klar, dort nicht so arbeiten, aber dort immer so arbeiten, als wenn er über ihn checken wird. Wenn wir tun das nicht für den, sondern wir tun das aus Christus in deiner. Und dann sagt dort, wer wird ihn belohnen? Der Herr wird ihn belohnen. Und das ist sehr wichtig zu bechecken. Einmal denken wir, meine Belohnung, und ja, ich war betont für die Arbeit, was ich tue, aber die Belohnung, was ich tue, die kommt nicht von meinem Wert, was mir so und so viel Preise der Stunde holt, sondern die Belohnung schlussendlich kommt von Gott, das kommt von den Herrn. Und dann redet er das Wirtslied. In je Wirtslied, denk an jene Verantwortung. Sieht gerade so je Wissenhof zu jene deiner, als je von Anverlangen zu jene zu sein. Denk mal über diesen Vers nach. Sieht gerade so je Wissenhof zu jene deiner, als je von Anverlangen zu jene zu sein. So, in anderen Worten, behandelt den Arbeiter so, als du gleich behandelt zu sein. Rede am so, als du wärst angeredet worden. Der nächste Satz. Missbraucht jene Gewalt eben an nicht. Ich glaube, hier wird nicht viel gesagt. Missbraucht jene Gewalt eben an nicht. Denkt daran, dass ihr für denselben Herrn verantwortlich seid als sie. Gott merkt zwischen keinem einen Unterschied. So, wir haben beide für Gott dieselbe Verantwortung. Als ich nun ein Arbeiter bin, oder als ich ein Arbeitsgeber bin. Die Verantwortung für Gott ist dieselbe. Und das Interessante ist, dass die Bibel, wie in der Zeit, der erste steht, wo nicht mehr ein Unterschied zwischen einem Sklaven und seinem Wirt wird. Die Bibel, wie der erste steht, wo der Sklave und der Wirt taub können eine Kirche anfangen zu dienen. Und wo der in der Kirche auch dieselben Wirt haben. Wo der in der Kirche auch können auf dieselbe Bank setzen oder auf dieselbe Steht setzen.
Maar dan wird het immer gedeeld, wie het lied in de Arbeiter. Ich mag uns sehr merken, dass wir unsere Arbeiter, und dann von wohnen Sprach oder Kultur oder von wo die herkommen, dass wir ihn gut behandeln. So sich dort treffen das. Ich glaube, wenn das schafft, sollst du vielleicht denken, die Arbeiter, wenn das möglich ist, einen Lohn abzugehen, nu in dieser Zeit. Weet je, wenn was? Wenn becheck die, vor die dat Mehl bechecken, vor die Verduras bechecken, vor die Preise von dat Eten bechecken. Dat is alle een paar Päusen abgegangen. Was bedeutet das? Der Arbeiter braucht mehr Geld zum Leben. Ich weiß, eins muss darauf gehen für ein Jahr. Das ist auch okay, wenn es, das ist, du wir nicht rein. Das ist für Tide okay. Aber vielleicht hast du so eine Arbeit bist du so ein Arbeitsgeber, wo die Kosten nicht kriegen abgehen. Go 50 Cent ab, go een Päusen ab, go 2 Päusen ab. Red mit seiner Frau. Red mit deiner Frau, als du willst gleich für so einen Lohn zu arbeiten. Und wir einfach eine Kultur merken, wo die Arbeiter den selben Wert haben. Wo die Glück geteilt wird mit uns. Ich weiß, wir haben immer Kirchen gehört in uns Haus binnen. Und ich weiß, mir von den Kirchen, eine von denen, mir von denen haben über 5 Jahre geschafft bei meinem alten Haus. Und bei von der ersten Tag auf meine Mama noch eine Kirche. Und ich sage immer, dort habe ich von meinen Eltern geleerd, wo sie die Kirchen behandelt haben. Die kriegen so gut behandelt. Meine Eltern hatten großen Garten. Und was sie tun, die Kirche, was sie haben, die gleich sehr am Garten zu schaffen. So die Kirche arbeitet viele Stunden am Garten. Aber was kriegt sie davon? Sie kriegt Etschack, ein Gürtchen, Zipple, Frucht und weiß nicht was alles. Nach ihr Lohn mit einem Haus. Die kann ihre Familie mit einem großen Teil fördern, plus mit das, was sie von meinem Eltern ihr Garten mit einem Haus nehmen. Ein anderes Ding, was meine Eltern deuten, das ist die Kirchensarbeit von der ersten Tag. Die eten immer bei uns am Tisch. Und das wird meine Eltern sehr wichtig, dass die Kirche mit uns eten. Und die wordt aangereed als een fijne, een goede persoon. Wenn ze in die kolonie, wo wir abwassen, du wordt een kerkje even blijfsel en dat oude eten je van een ruitje schickt. Für einzelne Familien. Und meine Eltern zeiden, nee, komm nein, du kannst mit uns taub eten. Du bist als Familie bei uns. Wir haben eine Kirche gehabt, die hat 5 Jahre bei uns geschafft. Eine Band, da wird eine Brasilianer früh. Und das ist meine Schwester. Die wohnt bei uns im Haus. Die schaffen mit uns taub, die können über dem auch Platisch, wie eine Brasileira. Als die nach uns kommt, brenne ich, oder ich muss sagen, brenne ich gleich so nicht. Aber den letzten Tag, als sie schaffen, da komme ich nach denken, was sie am Englisch sagten, sie hielten. Und auch ihre Schiff brenne ich, wenn es auch schmeckt, dass sie scheint, und sie, die sind Familie für mich. Als die Band dann eine schwere Zeit hat, fuhren meine Eltern, die waren alle in Brasilien, aber die fuhren ein paar 100 Kilometer extra, wenn zu besuchen, wenn sie eine schwere Zeit. Und ich kann bloß bewundern, von meinen Eltern, eine Kirche, wo sie heute können raufzahlen, du bist nicht viel wert, du bist eine Kirche, wo sie die mehr abholen, wo sie Part von unserer Familie waren. Und Bett von der ersten Tag, als wir uns als Kind kriegen, als uns Timo geboren waren, dann kommt die Kirche extra dazu, wo wir die in Besuch haben. Wenn sie sehen, ich kann nur die abgepasst, als du ein kleines Kind wirst. Und ich will sein, wo du dein erstes Kind kriegst. Und ich will die erleben, wo das ist, dass du eine Familie bist. Also diese Band, ich am Arm da, und Bett von der ersten Tag, sind wir so Brüder, so Geschwister. Und ich weiß, wie als Deutsche, wir teilen für einmal Arbeiter aus nichts. Und viele Arbeiter teilen sich auch aus nichts. Aber ich will den Arbeiter und den Arbeitsgeber merken, dass wir unsere Arbeiter noch hergeben. Aber auch du, wenn du ein Arbeiter bist, du bist viel wert in Gott seine Augen. Deine Arbeit ist in Gott seine Augen viel wert. Und teil dir aus so einer Arbeit. Teil dir aus Arbeit, was wert ist für Gott. Das gibt den guten Tod. Und wenn wir waren von Arbeiter und Arbeitsgeber so behandeln, dann kann eine Kirche auch vieles ändern.
Dann sind wir in der Kirche, dann sind dort nicht mehr Bänke, du sagst da in da, sondern dann sind wir alle eins. Wenn es dort, was die Bibel sagt, du bist nicht mehr ein Jüd, nicht ein Griech, du bist nicht ein Sklav, du bist nicht ein Sklav, aber der wird vom Sklav. Wir sind alle eins für Christus. Wenn es der wird, ob der Sklav oder der Oberer, der alle Oberen, der alle kämpfen im Leben, dass sie fair wegkommen. Auch wie viel Geld du von dir hast, das ist nicht den Wert, was du hast. Der Wert ist in Jesus Christus, was heute gegeben hat. Weil wir Oberen, weil wir das lohnt, verändern mit unserer Arbeit. Weil wir das lohnt sehen, weil wir Geld reden. Und dass die Menschen fühlen, das lohnt, was ihr isst, durch die Arbeit, was du und ich tun. Amen. Dankeschön, Jesus, für diese Botschaft. Dass wir können arbeiten. Und ich bete wirklich, dass wir können ein Sehen sein für das Land. Dass wir können das Land sehen durch unsere Arbeit, wo wir das tun, wo wir das Geld tun. Und ich freue dich wirklich, dass du die Arbeit sehen, dass du kannst, zoals die Bibel sagt, dass du kannst dat zijn wat die Belohnung ja für die Arbeit. Dass wir nicht denken, dass Geld unsere Belohnung ist, sondern dass wir sehen können, dass du, Herr Jesus, die Belohnung bist für unsere Arbeit. Und wenn das so was alltäglich ist, als uns uitvegen oder uns Haarfreien merken oder was immer das ist, die einfachste Arbeit, was wir tun, dass wir die können sein, das waren wir die für die dann, Jesus. Nicht für unsere Freunde, nicht für den Mensch, sondern für die Jesus. Wir beten für Bolivien. Wir beten, dass wir können einfach anfangen, Weg zu sehen in das Land durch unsere Arbeit. Dass das Land von Grund ab abgebaut werden. Nicht bloß von Eva, von Bütteram, sondern von Grund ab. Dass Prinzipien, biblische Prinzipien von Jesus in das Land ausgeführt werden. Ich danke dir, Jesus, dass wir können arbeiten, dass du uns die Kraft schenkst zum Arbeiten. In die Namen Jesus Christus beten wir das. Amen. Amen, Amen. So, habt ihr gesehen den Sonntag? Seht gesehen, sehen den nächsten Rahmen? Wer einmal will nach den Tofas, kann kommen durch den Tofas, würde nach den Tofas an. Und wer einmal hier Tereré trinken will, nimmt auch die Tereré, kann dort hin. Und weil wir Gemeinschaft haben, und weil wir noch eine schöne Zeit haben. Gott sehen.